Ich bin mit 15 in eine Sekte reingekommen, wo sie mir probiert haben, meine Homosexualität auszutreiben, mit Exorzismus. Und wie man sieht, hat es nicht geklappt. Die Begründung, dass ich mich exorzieren musste, war, weil wegen meiner Homosexualität komme ich und meine Familie in die Hölle. Ich habe mir in der Zeit, wo ich in der Kirchengemeinde war, immer gewünscht, ich wäre hetero gewesen, weil mir ist gesagt wurde, Homosexuelle sind schlecht, Homosexuelle sind Pädophile, Homosexuelle sind pervers, Homosexuelle ist das ganze Böse der Welt. Oder? Sie haben probiert, mich zu heilen von der Homosexualität, indem wir 40 Tage lang Kampagnen gestartet haben, wir haben gefastet. Ich bin einmal aufgestanden in dieser Kirchengemeinde und dann habe ich direkt angefangen, die Bibel zu lesen und ich habe direkt angefangen, eine halbe Stunde zu beten, um die Dämonen fernzuhalten von mir. Und nachdem ich fertig gebetet habe, hat es dann wieder geheißen, okay, ab um 12 Uhr darfst du nicht mehr essen, bis um 12 Uhr am Abend. Und dann am Abend hat es dann geheißen, okay, wir gehen jetzt zum Berg, wir gehen jetzt beten und wir gehen jetzt die Dämonen endgültig austreiben, damit du besser leben sozusagen, oder? Und dann ist jeder für sich allein beten gegangen und haben wir für unsere persönlichen Ziele und persönlichen Erfolg sozusagen gebetet. Und mein persönlicher Erfolg und mein persönliches Ziel war immer, bitte beschütze meine Familie und befreie mich von meiner Homosexualität. Oder? Und nachdem das passiert ist eben dann halt, haben wir einen Kreis gebildet und dann haben sie probiert, mit Handauflegung die Dämonen von mir auszutreiben sozusagen. Ich bin immer auf den Boden angeknündelt und dann ist die Fahrerin immer gekommen, hat die Hand auf meinen Kopf aufgelegt und hat dann angefangen zu sagen, Dämon von der Homosexualität, entweiche von ihm, Dämon von der Lüge, entweiche von ihm. Durch diese 5 Jahre, wo ich dort war, ist das jeden 3. Monat einmal passiert. Ich habe an mir selber gezweifelt, ich habe an meiner Identität gezweifelt. Zum einen Teil habe ich gewusst, Männer, auf das stehe ich. Und zum anderen Teil sind Erwachsene, die eine recht wichtige Stelle bei mir im Leben haben mir gesagt, nein, das ist alles vom Teufel, das ist nicht deine Identität. Deine Identität liegt sozusagen in Gott. In diesen 5 Jahren, als ich in der Kirchengemeinde war, hat es keine physischen Aggressionen gegeben oder körperliche. Aber was viel war, ist halt der psychische Druck. Und ich finde halt, der ist noch fast viel schlimmer als ein physischer Akt, weil es hat mich traumatisiert. Ich kann schon sagen, dass ich abhängig war von der Sekte. Der Prozess, um mich von diesen ganzen Dogmen und diesen ganzen Kirchenwäsche befreien, ist wirklich 3 Jahre gegangen. Nachdem ich meinen Austritt hatte von der Sekte, habe ich jeden Anhalt verloren am Leben. Und ich hatte wie das Vertrauen zu niemandem mehr. Ich war wirklich 3 Jahre lang einfach in meinem Zimmer eingesperrt und depressiv, extrem traurig und hässig und bitter auch. Ich bin eine Zeit lang sehr hässig auf meine Mami, weil durch sie bin ich ja in die Kirchengemeinde gekommen. Aber ich habe irgendwann erkannt, meine Mami ist genau gleich Opfer wie ich, weil sie halt gläubig aufgewachsen ist. Und dafür kann sie halt nichts, oder? Und heute aber nicht mehr. Die Musik für mich war in dieser Zeit mein Trost, weil das Einzige, was niemand berühren konnte in meinem Leben, war meine Musik.